Wir sind in dieser Reihe von Botschaften von der unsichtbaren Krieg. Und weet je, dat heeft te doen met de geestelijke Krieg, wo wir ben sind, mit uns Fett gegen den Feind. Viele sind auch redelijk von, dass wir leben mit einer unsichtbaren Welt. Eine Geisterwelt, was Romans heißt, die Bibel ist sehr klar über das, dass du eine Welt Romans, eine Geisterwelt, du sind gute Geister, böse Geister. Und so der Feind, der versucht uns zu verführen, der versucht uns blind zu merken zu dort. Und viele sind auch redelijk von, dass wie man das alle verstehen, dass das ein unsichtbarer Krieg. Und wir sind in den Krieg. Als du das weißt oder nicht, du bist da, der Feind ist gegen dich. Der Feind sagt, Jesus ist gekommen, zu stehlen, zu vernichten und tot zu machen. Und das wird er mit dir persönlich will tun. Mit deiner Säule. Deine Säule ist auf Spiel. Und ich würde in einer Woche gleich never von der Thema zu reden, aber weet je, unsere Ewigkeit ist auf Spiel gesagt sozusagen, oder unsere Ewigkeit sind die Folgen von was wir tun mit dem Krieg. Oder was wir tun mit dem Feind und so weiter. Von daher wollen wir ein bisschen alle checken, wo merken wir uns reut für das Krieg. Was für eine Dinge hat Gott uns gegeben? Und ich will von daher nur ein von den Dingen checken, was Gott uns gegeben hat, wo Gott sagt, tragt das an, und nächste sind auch, weil wir noch zwei andere checken. Du sind verschiedene Dinge, was Gott gegeben hat, was wir uns antragen. Hörst nur, was er sagt in Epheser Kapitel 6. Da sagt Jesus steht in Vers 13 und 15, er sagt, nehmt alle Gewehren, die Gott verjüngt hat, dass die uitrechten können, was dort braucht, bestehen zu können, wenn der böse Tag kommt. Und dann sagt er, steht fast mit der Wahrheit am Jünd aus dem Gurt, oder wir können sagen, aus dem Belt. Und die Gerechtigkeit verjüngt aus dem Brustschild. Das Evangelium, das den Frieden bringt, trägt uns so als Schau auf die Feit. Dann weet je, das sind drei Wörter, was diese drei Dinge gehen mit zu beschreiben. Von der wollen wir nur ein von den Wörtern checken. Das erste Wort ist Verführung. Das englische Wort ist Deception. Und du sagt, er trägt uns die Wahrheit an, wenn der Teufel, der die verlehen. Der Teufel ist ein Lehner. Und ich will hier einen Vers lesen, wo Jesus sagt, wer der Feind ist. Und so, der uns verlehen, der uns verführen. Ich will Ihnen von der drei Städten sagen, erwiesen, wo der Teufel uns verlehen hat. Und diese Botschaft, von der soll ich nicht schlupen. Na, ich weiß, die schlupen never, aber von der verschwören nicht, wenn diese Botschaft, die sich wahre sprechen von der ersten Punkt nur den dritten. Wenn du bloß von der 7 anchecken, dann wird sich dort zu luten, dort war sprach sich. Und so, ich will an sagen, die Wahrheit ganz kriegen, so, wir horchen. Aber das erste Ding, was hier ist, das ist das Deception, oder Verführung. Er verführt uns. Das zweite Ding, was er hier sagt, das ist Schuld. Und weet je, der Teufel, der hat eine Sorte von Schuld, was er uns abluden hat. Und da will ich nächstes Mal davon reden. So kommt drei, lud je einen Freund an, wenn da irgendwas ist und uns dieses fällt, was fehlt rüt zu scheiden sozusagen, das ist unsere echte Schuld, was wir drehen. Und so der Feind, der wird Schuld in uns Leben anbringen. Du sagt die Bibel, trägt die Gerechtigkeit an. Und das dritte Ding, was der Feind in uns Leben anbringt, das ist Zweifel. Zweifel. Und du sagt, er trägt in Gott sein Wort an. Trägt in dort an, das Schau, dass die stark stehen kann, feststehen und so weiter. Und so wir wollen von der besonders checken noch Wahrheit und Lehres. Ich hatte ein Programm, dort hat mir mal gekauft, das ist ein sehr, sehr interessantes Programm. Das kommt von Focus on the Family, das nennt sich The Truth Project, auf Englisch, oder das Wahrheit-Projekt. Das sind 12 Lektionen. Und das handelt sich besonders von, wo der Teufel diese Welt braucht, um Wahrheit zu verdrehen, wie eine Schöpfung, wie ein Gott, wer wir als Menschen sind, wo Gott mit uns schafft und das ganze Ding. Wenn ihr noch mal interessiert seid, na das Englisch, das ist das eine Ding, du musst Englisch kennen. Ich kicke diese Werke und das ist auf Spanisch auch zu haben, sag mir so. Und so, aber ich habe das auf Englisch, aber das nennt sich das Wahrheit-Projekt. Und dort der 12 verschiedene Städten ans Leben betrachten, von wo der Teufel Lehres anbringt. Und wo der uns versucht zu verführen in diese Dinge. Und so das hat mich immer sehr interessiert, habe ich auf Ferien gewatcht, wie da nochmal in Oasis mit einer Gruppe Männer tobt und so weiter.
Und so, vielleicht over das hier nochmal. Das würde mich sehr interessieren. Aber weet je, der Feind ist ein Lehner, und er will die verführen, und er will die hängen Licht führen, er will die verlehen. Und so, Gott sagt, tragt uns Wahrheit an. Tragt uns Wahrheit an. Nou, zoals ik eerst al zei, dat deze boodschap die wordt zich een beetje waar spreken. En de oorzaak voor dat is, wenn de duivel schafft op beide enger stok. Ik weet niet of je gehoord hebt, maar de Feind schafft op beide enger stok. En einer ziet wat die sagen, weet je wat, Sinn ist nicht wichtig. Gott ist ein Gott von Gnade und er wird die vergeben und Sinn ist nicht wichtig. Und der andere sieht, was die sagen, weißt du was, so ein Stück Mensch, was du bist und so grob, was du das gemerkt hast und für die ist keine Vergebung. Und so die beiden Seiten sind da. Und da werden wir ein bisschen noch checken. In Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus, wer der Teufel ist. Er sagt, er redet hier zu den Juden. Na weet je, er redet hier so zu sein zu den Lehrern in der Kirche. Er redet hier so zu sein zu den ganz religiösen Juden, was da wären. Und das ist, was er sagt. Je stammen von den Vater, dem bösen Feind, und mochten tun, was er verlangt. Er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und bleibt nicht bei der Wahrheit. Und arm ist keine Wahrheit. Wenn er lehnt hat, redet er seine Sprache, weil er ein Lehner ist, ein Lehrer ist, und der Vater über alle Lehrer ist. Wow. Das ist uns Feind. Das ist ein Mörder, das ist ein Lehner, die kommt nach Adam und Eva und sagt, weißt du was? Gott meint das nicht so schlimm. Weißt du das nicht? Die waren gestorben. Gott will bloß was zurückholen von ihnen. Und so die Lehrer, die ran von der ersten Tag nach Himmel. Und ich will Ihnen 3 Städten geben, wo die Teufel die verlehnt hat und wo die mich verlehnt hat, er versiegt. Und das ist wichtig, dass wir diese 3 Seiten kennen und dass wir weiten, was es schafft. Nummer 1. Wenn Sie wollen durchschreiben Dinge, das ist ein Punkt, was Sie können durchschreiben. Der Teufel legt die fair über Sinn. Der Teufel legt die fair über Sinn. Und weißt du, was die sagen, dass Sinn ist nicht schlimm. Und weißt du, wenn du in alle Hand der Ungerechtigkeit lebst und Unmoralichkeit und so weiter, weißt du, Gott ist ein Gott von Gnade, Gott wird die vergeben, das ist nicht so schlimm, weißt du, Gott meint das nicht so, das sagt er, aber das meint nicht krank, sonst dort. Und das sind die Wege, wo der Teufel uns versucht, über Sinn blickhaltig zu werden und über Sinn entdautig zu werden. Und ich will Ihnen von dir sagen, und nu soll je ein bisschen horchen, ich will Ihnen von dir sagen, dass Gott das nicht alles Sinn vergeben. Gott hat nicht alles Sinn vergeben. Und der Teufel wird die merken glauben, dass er das. Lass mich Ihnen 2 Sorten von Versen lesen, was von das reden. In 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Some von Ihnen wollen vielleicht Sandwich hat zu machen. Hier in diesen Versen haben ein Sandwich. Er fängt man denkt an und er hört man denkt ab und dort waschen. Da sind some Wörter, was sehr wichtig sind für uns zu weiten. Er sagt es das. Oder weit ihr nicht, 1. Korinther 6, Vers 9, oder weit ihr nicht, dass die Ungerechte, dass Gottes Reich nicht oben wollen. Lasst ihr nicht anbilden, lasst ihr nicht verlieren. Menschen, die Anzucht trieben, das ist sexuelle Sinn. Anzucht trieben, die Jätte anbeten, die Ehe brechen, Männer, die mit Jungs oder mit Männern geschlechtlich taub kommen, und stehlen, jitzig sind, trinken, spotten, Menschen überfallen, wollen dort Gottes Reich nicht oben. Na, weet je, ich wünsche diese Versen wären hier gleich. Aber das ist sehr klar in diese Versen, dass Gott diese Sinn nicht vergeben. Na, wenn ihr schauen und mich schmieden, dann höre ich, was die Botschaft durch ist. Aber das ist sehr, sehr klar, dass Gott sagt zu uns, dass wenn wir in Hurerie leben, alle haben sexuelle Dinge, Sex fernbefrieden, Sex mit anderen Menschen, wo wir nicht erreicht haben, und so wieder. Weil Gott hat es gemerkt, Gott hat es wundervoll gemerkt, aber Gott hat den Tun gesagt. Und wenn wir da besiegen, das ist eine Übertretung, und das ist eine Sinn, und das ist Anzucht. Ich weiß gar nicht, ein Denken in dieser Welt gibt, was der Teufel so verdreht hat von Sexualität.
Und weet je, Gott hat uns gemerkt, morgen früh. Und Gott hat den was geplant, dass wir würden ein befriedet Leben haben und wir würden Kinder haben so wieder. Und so dort ist ein sexuelles Leben. Aber Gott hat nicht geplant, dass ich soll mit Seswem mit meinen Früher, oder dass ich soll mit meinen unbefriedeten Girlfriend oder Boyfriend, oder dass ich soll mit einem Mondtop leben, oder eine Früh mit einem Früh. Das sind Dinge, was Gott nicht geplant hat, den Weg. Und wenn wir in dort leben, sagt die Bibel, dann wirst du in Gott sein Reich nicht hineinkommen. Weet je, warum die Menschen in Gott sein Reich nicht hineinkommen? Das sind die, wem Gott den Sinn nicht vergeben hat. Und da werden sagt ein Lied, dass Gott das nicht alle Sinn vergeben. Galater 5 haben das selbst gedacht. Galater 5, Vers 19, 21, da redet Paulus von Wort in ans Fleisch hüsen dat. Und dann sagt er, es steht, was das Fleisch verworten hat, ist klar. Du hast Ehebruch, Hurerie, Unreinheit, unbehandelt Leben, Aufjatterie, Zauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nusigsein, Zank und Spolerie, Aufgans, Mord, Sünden und Freten und so was mehr. Dann sagt er, ich habe ihn dort all einmal gesagt, aber ich sage ihn dort noch einmal. Die so was tun wollen und Gott sein Recht nicht hineinkommen. Das war eine Gruppe von Sünden, was Paulus sagt, die wird Gott nicht vergeben. Na, weet je, Lied, das ist ein ernstes Ding. Und so, wenn wir in Hurerie leben, in Ehebruch, weil es der Feind wird die sagen, oh, das sind dann, wenn du die Ehe gebrochen hast, wenn du den Mann, die früh verlässt, weißt du, Gott meint es nicht so schlimm, oh, oh Gott wird die vergeben, so wieder. No, er wird nicht. Und so, wenn wir in diese Dinge leben, Lied, dann sagt er, wir wollen Gott sein Recht nicht oben. In Offenbarung 20, Vers 15, dort ist das eng von das große Gerecht, dort für den Thron Gottes. Und dann sagt er dann, wenn irgendwem sie nun nicht in Lebensbuch geschrieben stand, wird er im Viersäu geschmitten. Na, weet je, Lied, so eine Menschen, die nur Hall gehen, das sind so eine, wem's Sinn Gott nicht vergeben hat. Wenn Menschen, wem's Sinn Gott vergeben hat, die gehen nicht verloren. Und so werden wir uns niemals lassen anbilden von den Teufel, dass das hält sich gleich, wo wir leben, das hält sich gleich, als wir in diesem Sinn sind, in diesem Sinn, so wieder, weißt du, oder wenn du bloß getauft bist, wenn du nicht Kirche bist, du bist eine feine Person, aber hängerechts bist, in Hurerie, hängerechts hast du in Ehe gebrochen, all so eine Dinge steht, da wird Gott alle vergeben. Nein, wird nicht. Und so Gott ist ernst über Sinn. Und der Teufel will uns anbilden, dass Sinn ist nicht wichtig. Das ist, was er mit Adam und Eva tut. Kann ich feststellen, wo viel Verdorvenheit und wo viel Sinn und wo viel Mord und alle Dinge in dieser Welt angekommen sind, wenn Adam und Eva die Sinn bleibten, das Sinn wäre nicht wichtig. Gott angehorsam sein wäre nicht wichtig. Das wäre nicht wichtig, wenn sie würden von dieser Frucht essen, aber jetzt Gott meinte euch ganz so, no, je waren euch gestorben. Jo, je waren. Sinn lädt nun dort. Und so, wenn wir glauben, dass Sinn ist nicht wichtig, dann haben wir uns lassen verführen von den Teufel seiner Lehres. Und so, er wird die verlehen über Sinn. Der zweite Ding. Der Feind wird uns verlehen über Religion. Der Feind wird uns verlehen über Religion. Ich weiß, dass ein Ding in uns Volk, kann ich sagen, wo der Teufel mehr Erfolg hat mit seiner Lehres als mit Religion. Aber weißt du was, wenn du bloß getauft bist und wenn du zu der Kirche gehörst und du kommst noch von einem Mennonitentum und so wieder, dann hast du das gemerkt, du bist auf der rechten Stelle und du gehörst zu Gott sein auserwähltes Volk und so wieder. No, das ist gut. Und so der Feind, der das lehen über Religion. Der Feind, das lehen über alle Dinge, was wir können haben, dass wir uns vor uns selbst die Seligkeit verdienen. In Apostelgeschichte 15, da hat die Kirche angefangen, Paulus und Barnabas, die haben ihre Missionsreise, die erste Missionsreise vorig, sie haben wenn's Kirchen angefangen in der galatischen Gegend und so wieder. Und dann sagt er das in Apostelgeschichte 15, Vers 1. Dann sagt er, dann kamen gewisse Männer von Judäa und leidende Brüder. Wenn ihr nicht nur Moses seine Ort beschneiden lassen, könnt ihr nicht selig werden.
En weet je, lied, wie kan dit besnieding omtuschen met wat immer du was, en dan is de lees krak zo zijn de lees, als het hier weer. En weet je, in kapitel 15 van Apostelgeschichte, de ganze Galaterbrief, Paulus, de feit met alles wat heeft, jen deze leer, dat wanneer du nog worst Moses in Gesetz annehmen, wanneer du noch worst de besnieding kan, dan worst selig worden. Aber wanneer dat niet hast, dan worst niet selig worden. Weet je wat de duivel ons heeft ingebeeld? Dat wanneer du in meine niet bist, dan bist du in Gott zijn volk. Wanneer du de rechte kledie aan hast, dan bist du in Gott zijn volk. Wanneer du wens een hoopbedeutung hast, dan bist du Gott zijn kind. En wanneer du dit hast, wanneer du dat hast, wanneer du dit niet worst doen, wanneer dat worst doen. En weet je wat het is? Dat is een leer van vriend, wat ons van Jezus wegtrekt naar onszelf. En dat krijgt niet wat het is. Nou, dat is niet met aardig, wanneer du een gewisse soort kledie aan hast. Dat is niet met aardig, wanneer du een hoopbedeutung hast. Dat moet niet aardig verstaan. Aber lied, wenn du eine Erlösung da bist, dann sei je schrecklich in Trouble. Dann habe je den Teufel seine Lehres angenommen. Und je verloren sind, ob du eine Kleidie, ob du ein Volk, ob du was immer, ob du deine Taufe, dass du bist ein Glied in der Gemeinde, was immer das ist. Wenn wir uns obsessiv auf Jesus Christus verloren haben für unsere Erlösung, dann habe ich den Teufel seine Lehres abgeschluckt. Auf Englisch sagen wir Line, Hook and Sinker. Dat is dus wanneer je fashion. Dat je nog moet fashion. En de vers heeft zich den Herzen en alles eingeholt. Dat is wat we hier doen. Wanneer we deze leers van religion aannemen. En de vriend, zoals ik zei, die heeft in ons volk. En vielleicht ook wanneer je van de Spanische lied bent. Wanneer je te Maria beten. Wanneer je worden om priester gaan. Je zin bekennen en zo wieder. Oh ja, dan zijn. En ze zijn voor je Schwester. Dat is een leers van Dievel zelfs. En hij verviert ons met deze dingen. Hör mal, wat Jezus zegt over deze dingen. Jezus redt hier van de ganz religieuste lied te zijn tijd. De ganz jässlichste kunnen zijn. De jässliche Lehre am volk. Da zegt hij dit. Hij zegt, ze brengen andere mensen schwere lasten op de schilderen, die schier niet te drehen sind. Aber sie selbst wollen nicht ein Finger rieren, die drehen te halten. En dat is krank wat ons volk van jou passiert is. Ungedreckt, ungeregelt, en rein immer schuldig fühlen, rein immer verdammt sein, und so wieder, wenn dit oder wenn jant, und so wieder, und so große Lasten auf die Schulden gelegt haben, ans Doel holen, aber nicht ein Finger zum halten. Und so wir haben uns verführen lassen von Religion. Matthäus 23, Vers 15, da sagt es dit, Wei jünt Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heuchler, die je überlohnt und wuter reisen, ein Mensch für den Judenglauben zu gewinnen. Und nu hör ich, was er sagt. Und wenn das passiert ist, dann merkt ihr in Hallenkind von einem doppelt so säuer, als die selbst sind. Wow. So hat noch niemals wer zu mir gesagt. Aber weet je, wenn ich als ein Lehrer in der Kirche, und ich baue auf Religion, und ich lehre Jugendreligion, und ich sage zu Jugend, weet je was, jemanden dit, jemanden jant, und so wieder. Und ich will han je sollen das recht verstehen. Wenn ich ihnen sage, dass wenn die in gewissen Sinn leben, dann gehen sie verloren, die wird Gott nicht vergeben, das ist wegen Gott das sei. Aber wir wollen aufpassen, was wir mit Religion tun. Und so das ist nicht mit euch. Die Pharisäer, die beten so, die fasten und so wieder, die wir nicht mit euch mit beten und fasten und so eine Dinge. Aber sie deuten dort, um sich selbst abzuheben, sie deuten dort, wenn dort wir in Ehre von wie Gott Freund sind und so wieder, in Gott sehen, den merken sie dort. Und weißt du, wenn wir unsere religiösen Dinge annehmen, wir haben unsere Schmack-Religion, wir haben sozusagen unsere Antjes alle kreiten oder und das sind alle Schmack von Büten, aber wir haben den Sehen Gottes irgendwo angenäht. Wir sind verführt von der Religion. Und so der Feind wird uns verlegen über Sinn. Er wird sagen, Sinn ist nicht wichtig, das sind don't, wenn du in dit bist, oder das ist nicht so schlimm, die anderen das auch, und das ist ja von der Welt so und so weiter. Alle unsere Dinge, was die anbilden. Und so wie wir in Sinn, ist wir dem nicht mehr wichtig geworden, Buße ist nicht mehr wichtig geworden, und das ist nicht wichtig, was in deinem Leben wirklich ist. Da wird der Feind die Physik verlegen. Und dann wird die verlegen, dass, hey, Religion, das ist okay. Oh, weißt du, wenn du Schmack angetrocken bist und all die Dinge, das kriegt, das ist fein, und so weiter. Und das ist auch. Aber weißt du, wenn unsere Lösung dabei ist, und wir tun das, wenn dann leben, sind wir bei Gott angenommen, das ist Religion. Und dann ist der dritte Lehre. Und der Feind wird die verlegen über Jesus. Und ich sehe erst, dass
de Feindschaft hat beide enger stark. En ik zeg je eerst dat God wordt niet alle zin vergeven. En nu wil ik dat omdraaien en zeggen dat God vergeeft alle zin. Dat houdt zich krijgelijk waar ooit het is, houdt zich krijgelijk van waar die komt, wat in die leven passiert is. God wordt die vergeven, aber bloos op een steed. En dat is in Jezus Christus. En zo ik wil aan je zullen verstaan, dat wanneer je niet in Christus bent, dan wordt God je zin niet vergeven. Aber wanneer du in Christus bist, dan wordt God die de ganz oorste zin vergeven. Paulus zegt in Römerbrief, wo zin is groot geworden, du is genoeg nog veel groter geworden. En zo wie man dat klar houden, dat God is een liebender God, we hebben een goede Führer, we hebben een Führer, wat rein ganz bij ons Kreuz denkt, om ons te lezen, aber dat is 100% bloos in Jezus Christus. En wanneer du die op irgendwas wat verlaat, dan verloot we ons op onze besnijding, dan verloot we ons op onze kleidie, dan verloot we op onze Mennonitentum. En weet je wat Paulus van dort zegt? Hij zegt dat zijn evangelium, dat heeft een vloeg over zich, en du zelfs bist een vloeg, wanneer du daarbij leefst. Geschwister, vergeving is in Jezus Christus te gaan. God wil onze zin vergeven. In Römer 6, vers 23, daar redt Jezus, Paulus redt van dit, en wie zijn de twee zijden van de duivel zijn spel hier. We zijn aan eine Seite, hij zegt, de loon den de zin tut, is de dood. En dat is wat de Feind die versucht in te beelden, dat het is niet zo staat. Zin leidt niet naar dood. Dat is wat hij te Eifer zegt. Hij zegt, du wirst gestorben. God wil bloß wat van die weghouden. En zo de zin leidt gleich zum dood. Dat is wat de duivel die wat inbeelden. De Bijbel zegt, de loon den de zin tut, is de dood. En weet je, besonders in de seksuele area, wie denkt maar zo wel, God wordt het vergeven, dat wordt niet zo schlimm. Weet je wat Sprüche zegt van dat? Sprüche zegt dat wanneer we in hoererie leven, dat is zo als wanneer een os wordt naar de slachterie leidt. Oh, dat is niet zo schlimm, weet je. Ja, dat is. Dat leidt naar dood. Een manche familie is verdorven alweer staat. En zo de zin leidt naar dood. Nu hoor je wat het even gezegd. Gott ober. Hier haben wir einen von der Gott ober. Wir sagen einmal ober Gott. Das ist ein von den großen Dingen, wo wir anwenden können. Und so er sagt, der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod. Gott ober schenkt das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Und weißt du, wenn du einen Sinn liest, du liest vielleicht in Horerie, du lebst in Eichenbruch, wo immer du bist, bei Jesus Christus, du hast Vergebung. Hij zegt in Römer 8, vers 1 besonders, du redet van wo dat is met die wat in Christus is. Hij zegt zo dit, dan is nu niets meer te verdammen aan die in Christus Jezus zijn. Wow, du is niets meer te verdammen aan die wat in Christus Jezus zijn. Nächste zin, waar we besonders van dit reden, because onze Schuld, ons Schuldgefühl en ons Twijfel in ons leven komt daarvan her dat we dit echt leven. Aber weet je, in Jesus Christus, du hast keine Verdammnis für die, was in Jesus sind, aber der Fall steht du nicht ab. In some von jenen Bibeln weiter. Aber ich glaube, die sollte nicht ab hier, und die hielt du nicht ab. Sie sagt es, dass die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so ist der Geist dort verlangt. Und was hier sagt, ist, dass unsere Radung ist in Jesus Christus, aber dort jetzt in dein Leben zu sein, als du gerat bist oder nicht. Er sagt, wir wollen die Frucht von dem Baum sein. Und wenn du einen Baum setzt und du hast einen Apfel und du weißt, das ist ein Apfelbaum. Und wenn du einen Mensch setzt und der hat Sinn in sein Leben, der hat Hurerie in sein Leben, der hat alle Dinge in sein Leben, alle hat Eierreichtigkeit und so eine Dinge, und er nennt sich aber ein Christ, dann weißt du, dass das nicht so. Wenn die Frucht, wie es das wird. Und so, er sagt, dass in Christus ist keine Verdammnis. Aber wir leben im Geist, du hast ein neues Leben. Er sagt in 2. Korinther 4, Vers 17, und das ist, wo er redet von, dass wir wurden nie gemerkt. Er sagt, durch wen, wenn wir in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, wo er vorher wir ist nicht mehr. Er ist nicht mehr, wird nie geworden. Und so der Mensch ist, wird nie geworden. Und ich habe mal gedacht, okay, die Bibel sagt, dass wenn ich in Christus sehe, dann sehe ich ein neuer Mensch. Und wir müssen hier verstehen, dass in unserer Stellung in Christus, na bitte, dass wir nicht verstehen von der, dass wenn wir nicht vollkommene Lebensleben, dann ist Gott je in uns.
Das ist nicht der Case. Wir sind in Christus, in seine Gerechtigkeit. In Christus habe Gott seine Gerechtigkeit. Wir sind 100% angenommen bei Gott. In Christus, die Schwester, in Christus. Nicht in unser religiöses System. Nicht in unser allerhand Lehren, das wird wir glauben so wieder. Aber in Christus. Und er sagt, wir sind nie ein Mensch geworden. Na, was würdet ihr denken von jenen Nobers, von deinen Jüngern und sehen, weißt du was, bei uns ist eine Geburt passiert. Und die wurden daheim gehen und du hast kein Baby. Du hast kein neues Leben. Like, wo ist die Geburt? Du hast kein Baby. Weißt du, wo ihr dort weiten, als du eine Geburt warst? Je sein dort an das Baby, an das neue Leben, was du hast. Weißt du, wo du dort weißt, hast du, wenn nie geboren bist in Christus, du weißt dort an dein Leben. Eine neue Geburt bringt ein neues Leben für den Tag. Und wenn ich sage, ich bin wahre Geburt und ich lebe in Sinn in mein altes Leben so wieder, dann wird dort keine Geburt. Na, das meint nicht, dass ich niemals einen Fehler merke in meinem Leben oder dass ich nicht nochmal in Sinn fallen. Was die Bibel von redet, ist, wenn ich einen Lebensstil habe. Ich habe einen Lifestyle von Sinn und das ist bloß einfach, wer ich sehe. Und Menschen kennen mich für das und so wieder. Dann kann ich nicht sagen, ich bin wahre Geburt. Und so sagt du, wenn wir in Christus sind, dann ist ein neuer Mensch geworden. Du hast ein neues Leben. Ein Lied, wenn wir das ansenken in uns, dass wenn du eine neue Geburt hast, dann hast du auch ein neues Leben. Und wenn du nicht ein neues Leben hast, dann wird du auch nicht eine neue Geburt. Dann mal wie gesagt, klar holen. Na bitte, dass mich nicht richtig verstehen. Ich meine nicht, dass du kannst deine Seligkeit verdienen mit deinem guten Leben. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann lebst du als ein Kind Gottes. Und wenn du gesagt hast, dass bei uns ist eine Geburt passiert, wir haben ein Baby gehabt, und die Nubers kommen heim, dann hast du ein Baby. Und wenn du kein Baby hast, dann fangen wir an zu fragen, wo wird die Geburt? Hier ist kein Baby, hier ist kein Leben. Ich lasse dir erst 2. Korinther, der 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Dort wird die Sandwich-Farge. Dort werden die Fargen, wo es seht, dass die, die eingereist sind, die waren nicht in Gott in Rechten ankommen, dann wird es so eine Dinge als Anzucht und Jieds und oft hat er die in all die Dinge. Aber weißt du, dort hielt du nicht ab. Wir haben noch Vers 11. Und ihr hört, was Vers 11 sagt. Das sagt es dit. In Sonne sind einige von jünd gewast. Morgen dort wird. Hura, Aufjata, Jitzig, in allerhand Anzuchten so wieder. Sind einige von jünd gewast. Aber nu sind die rein gewaschen. Die sind ja heilig. Die sind ja reich geworden. Durch Wort. Wenn wir zu Lebenswasser gehören, oder wenn wir Kleingemeinde sind, oder auch Knie, oder wenn wir so eine Sorte Kleidung haben, oder wenn wir dort einmal getan haben, oder wir haben mal in Taramaran mit Geld gegeben, oder wo wen? Wohin seid ihr gewaschen? Wohin seid ihr rein geworden? Wohin seid ihr reich geworden? Durch den Namen von unserem Herrn Jesus Christus und durch den Geist von unserem Gott. Und welches Lied? Some von uns, wir sind Hure gewast, sind vielleicht noch. Some von uns, wir sind in eurer Gerechtigkeit, wir sind jitzig, wir checken bloß nur uns selbst, wir haben allerhand Gerechtigkeit, wir leben in allerhand Unmoraligkeit und so weiter. Und dort ist möglich von dir, dass wir können nächstes noch von dir sein, so eine sei wie ihr warst. Bei Gottes Vergebung. Bei Gottes Vergebung, aber bloß in Jesus Christus. Epheser 1, 7 und 8 sagt es, durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sind wir losgekauft und uns sind die Sünden vergeben, durch die große Gnade, die in uns Leben nennt, in uns die Augen für die Wahrheit aufmerken. Der Teufel ist ein Lehner. Der wird die verlehen über Sinn. Der wird die verlehen über deine Religion. Und der wird die verlehen über Jesus. Aber welche Lied? In Jesus Christus sind unsere Sünden vergeben. Wir sind gewaschen, wir sind reingemerkt, wir sind reich geworden. Wir haben das in Jesus Christus. Aber hör ich nur Apostelgeschichte 4. Jesus redet, oder Petrus redet zu den jüdischen Lehrern. Die selbst religiöse Lehrer, was Jesus sagt, die sind Heuchler. Zu denen redet Petrus nun und sagt er das. Und du hast auch in selbst keine Beratung, wie als uns Menschen ist und in den Himmel selbst kein Namen gegeben, durch wen wir können selig werden. Jesus Christus.
Der Feind wird die verlegen über Sinn, der wird die verlegen über Religion, der wird die verlegen über Jesus. Das, wo in der Bibel sagt, stu fast mit der Wahrheit umgehend aus dem Welt. Und weißt du, Lied, vielleicht sitzt du hier von dir und du denkst, so well, das mein Leben ist, und der Feind hat die angebildet, bei Gott ist keine Vergebung, so groß, was ich gemerkt habe, die Dinge dort, like, da wird niemals schaffen. Komm nur Jesus, bei Jesus als Vergebung. Bloß bei Jesus. Vielleicht liest du den Sinn, der Feind sagt, ja, weißt du, das ist nicht mehr reich. Das ist da und weißt du, dort hat einer wie Jana das und das und dieser das. No, Sinn leiten und dort. Und dort gibt gewisse Sinn, an einer gewissen Stelle soll ich sagen, wo wir sind, wo Gott Sinn nicht verjagt. Und dort ist besiegt Jesus. Bob wie ein Mann, wie ein sehr beliebter Mann in der Kirche, er sehr erfolgreich mit seinem Business, er hat eine schmucke Familie, er kann die Schrift, er wie ein Lehrer in der Kirche, in der Sonntagsschule und so weiter, und die Menschen gleichen ihm alle sehr. Aber nun sagt Bob wie ein Künstler. Und Bob, der rot, er hat rein alles im Leben verloren, seine Familie verloren, er hat sein einen Namen verloren, er ist Deub in Sinn, er hat sein Habengeld verloren, und er sagt da, und er rot, und er sagt, ich wünsche, ich kann die Glocke drehen. Was wird mit Bob passiert? Er vertelt das selbst, das ist eine wahre Geschichte. Und er sagt, dass er leidt kleine Dinge zwischen Arm und seine Früh, die leidt er bloß so sliden. Er leidt sich Freiheit, kleine Lehres vertrauen. Und wenn ihr die kleine Lehres, die muss er dann bedenken mit einer Lehres. Ich weiß nicht, ob ihr das weiß, aber so ein Mensch wird lehen, der immer schrecklich viel im Denken haben. Wisst ihr das? Because du musst wissen, was du dort gelernt hast, um hier das alles zu lehen. Wenn du die Wahrheit redest, brauchst du nicht im Kämmer, wenn du jetzt dort die Wahrheit und hier die Wahrheit. Aber wenn du lehen das. Und so, er muss anfangen, Dinge zu denken. Und er muss anfangen, Dinge zu denken, von wo er mit Geld hat umzugehen. Und er erlaubt sich, noch eine andere Früh zu checken zum zweiten Mal. Und das zweite Mal checken, das ging noch ein drittes Mal. Und dann vertelt er, wo er über dem an Pornografie wird. Und wo er über dem, wenn er Business-Trips wird und so weiter, dann wieder antritt zu seiner Früh und so weiter. Aber das fängt rein alle an, wenn er erlaubt sich, noch eine Früh zu checken mit rechten Augen. Und so erlaubt sich kleine Lehres. Er erlaubt sich Ditten zu tun. Und dann erlaubt er sich bloß ein Bayer, dort baut er nicht, wie ein Business-Trippen mit seinen Freunden und so weiter. Und ein Bayer, dort wird er nicht spodern. Aber weißt ihr, was hier passiert ist, dass heute mit kleinen Lehres anfangen, mit ein Bayer anfangen, mit einmal checken anfangen, und das leidet am nun dort. Viele Männer und Frauen gehen von der aus, so steht drauf. Wir haben uns erlaubt, Sinn in uns Leben anzunehmen. Der Teufel hat uns Fehler und das ist gleich so wichtig. Ja, du bist gleich tust, du bist nur am Business-Trip und so weiter. Und so nun sagt Bob, rein alles verloren. Und er sagt, weißt du was, du hast nicht einen Sinn in der Welt, wo ich noch wieder so leben. Und weißt du, von wo er kam? Er kam von der Stadt, wo er wieder unter seiner Mann in der Kirche. Er kann die Bibel. Und weißt du, er fuhr nachher noch die Kirche. Aber er versucht, das alles so tot zu denken. Und er hat das alles verstehen. Aber wir können nicht mehr. Wir werden alles los. Ich weiß nicht, wo du von dir bist. Ich weiß nicht, was der Teufel die hat für ihr lernen. Aber ich würde für uns, die würden abstehen, wir werden uns einen Horten anchecken. Haft der Sinn uns übernommen, haft der Teufel uns, haft ihn dort gelungen, uns verteilen über Sinn. Je als junge Menschen, je sind in Versuchung, ich weiß das. Und je sind in Versuchung für Hurerei und alle Hunde Dinge dort. Haft den Teufel dort gelungen, jün zu verführen und zu sagen, weißt du, das ist nicht so schlimm. Aber uns Älteren, jün uns Älteren. Haft den Teufel dort gelungen, die zu sagen, dass wenn du zu einer gewissen Gruppe Menschen gehörst, du hast ein gewisses Kleid, oder ein gewisses Baxen, oder du forschst ein gewisses Ding, oder so eine Dinge, dann bist du wie Gott angenommen. Dann haft der Feind einen Fehler. Aber best du findest auch hier und du sagst, weißt du was, wir sehen, das ich getan haben, weil du mir gleich Gott auch nicht mal mehr so ein Mensch, du hast niemals Vergebung.
dann haben die viel lernen über Jesus. Bei Jesus als Vergebung. Und ich weiß, ich habe von der Säureappetiten getrinkt und zerren alle. Und mir das auch nicht leid. Because das ist wichtig, dass wir die Wahrheit weiten. Das ist wichtig, dass wir uns nicht von Teufel verlehen lassen, wegen deine Säule als abspielen. Wenn sich das bloß handelt, wenn die müssen die Schobeln essen zum Mittag und es steht Steak, who cares, nicht? Aber wisst ihr, unsere Seiligkeit ist allein lied. Unsere Seiligkeit entweder an der Halle am Himmel ist allein, mit den Teufel seiner Lehres. Wenn wir uns nicht lassen verlehen, wenn wir uns nicht lassen verspielen von Feind, dann das ist alles nicht. Gott läuft uns, er hat seinen Sinn hier, er ist der beste Führer, was wir haben. Aber welche Erlösung ist in Jesus allein? Kennst du Jesus? Wenn ihr nicht, dann ans Prayer-Team, was hier fern sind, von dir, kommt noch fern, weil wir Jesus kennenlernen. Wenn du nicht in Christus bist, dann muss ich dir von dir sagen, dass du bist am Weg nach ewige Verdammnis. Das ist, was Gott sagt. In Jesus allein. In Jesus allein. Und ich glaube an den Feind, dass gelungen hat, uns als dieses Volk zu verleiden. Das ist eine Religion. Alle haben die übliche Dinge, was wir uns haben genommen für unsere Erlösung. Und weißt ihr, das ist nicht artig mit vielen von den Dingen. Nicht artig. Paulus sagt in den Galaterbrief, Lothar, weißt ihr, wenn ihr nicht wollen, beschneiden und tot. Wenn ihr nicht wollen, dann brückt ihr nicht. Was der Trouble wäre, dass sie sehen, wenn ihr nicht habt, kann ihr nicht selig werden. Das ist, wo die Härten wäre. Und das ist Religion.